Moin! Grüß willkommen zu Lützeburg, dem 33. Land auf der Europatour. An wir spielen das Jahr Reisführer. Molenka auch nicht. Und wir sind mit Steffi und Louis, NRW, und wir sind Patrick und Tascha von Pataschas Wald. Ja, liebe Reisefreunde, was habt ihr jetzt alles von dem verstanden, was Patrick und Tascha hier eben erzählt haben? Das ist luxemburgisch, sagt Also man ich ja auch. habe nicht ganz so viel verstanden, aber das ist eine der 3 offiziellen Sprachen hier in Luxemburg. Genau, und übersetzt sollte das eigentlich heißen: Hallo Reisefreunde, willkommen im 33. Land unserer Reise. Schnapszahl. Wir sind in Luxemburg, wir müssen noch kurz abklatschen. Genau, wir sind hier und Pataschas World, also Patrick und Tascha, die führen uns jetzt die nächsten 2 Tage hier durch dieses wunderbare Land. Durch ihre Heimat. Genau, ihr seht, die Sonne scheint und wir haben hier auch schon das erste Highlight gefunden. Wir wissen jetzt den Namen nicht mehr, Aber Dracula wohnt nicht hier. Nee. So viel ist sicher. genau, wir werden das noch in Erfahrung bringen. Los geht's durch Luxemburg. Wo stehen wir hier? Wir stehen hier an dem Schloss Vianden. Das ist eine mittelalterliche Burg, die wurde zwischen dem 11. und dem 14. Jahrhundert gebaut und war bis 1977 noch Besitztum vom Großherzog von Luxemburg. Und ihr habt uns vorher schon erzählt, dass es hier auch Mittelaltermarkt gibt, einmal im Jahr. Genau, im April, Mitte April glaube ich ist das, ist immer eine ganze Woche lang Mittelaltermarkt hier. Haben wir schon verpasst. Leider, weil der ist echt Schade. schön. Aber vielleicht ein andermal. Genau. Die kann was, die macht das gut. Als erste Wandertour entführen uns die 2 Luxemburger in die kleine luxemburgische Schweiz. Wir sind ja sehr gespannt und vor allem werden wir kritisch sein, ob das hier wirklich der Schweiz ähnelt. Wir werden es sehen. Aber schön sieht es schon mal aus und ich bin gespannt. Jetzt lasst uns mal losgehen. Ach so, finden wir da noch Schätze? Vielleicht? Es ist dunkel drin, du siehst nichts. Ja. Handy. So, der erste Eindruck von der von der kleinen luxemburgischen Schweiz. Jetzt bin ich schon selbst komplett verwirrt. Echt schöne Natur hier, sehr beeindruckende Felsen und einfach die ganze Landschaft mit den Schluchten und so weiter. Das ist echt total sehenswert. Und wenn eine oder einer der beiden jetzt noch schnell Zeit hat, dann könnten die eigentlich noch schnell erklären, warum das überhaupt hier so mit Schweiz benannt ist. Da ist sie, unsere Reiseführerin. Ja, das ist die Räuberhöhle, weil früher hier die Räuber ihre ganzen, wie nennt man das, die ganze Beute versteckt haben. Das wird mal erzählt, ob das so ist. Versprochen habe ich jetzt, dass du uns erklärst, warum das kleine Schweiz Oh, heißt. Entschuldigung, ich habe gedacht, warum Aber das die Räuberhöhle ist auch Räuberhöhle... gut, da kommen wir gleich noch rein. Ja, das hätte... Ja, jetzt machen Das wir ist sein. Aber egal. Das ist ja, sein. mach du mal, ich habe ja schon. Ja, früher waren viele Holländer hier in Luxemburg, in der Vokabel, sag ich. Ja, früher waren viele Holländer hier in Urlaub und die haben die Gegend hier Kleine Schweiz getauft und die beiden können uns das jetzt bestimmt bestätigen, ob das wirklich so ist. Es sieht schon hügelig aus, ob das jetzt wirklich Schweiz ist. In der Alpenregion ist es definitiv nicht, aber für einen Holländer kann ich mir durchaus vorstellen, dass das schon sehr bergig daherkommt.
Für euch fehlen die weißen Kuppen. Ja, so ein bisschen, genau. Und die unbewaldeten richtigen Höhen. Aber ich denke, dass wir definitiv schon auch solche Schluchten... Ja, wir waren schon mal in der Tamina-Schlucht zum Beispiel. Die ist dann schon sehr ähnlich. Also es gibt definitiv Regionen in der Schweiz, die vergleichbar sind mit dem hier. Aber habt ihr super gemacht. Ist echt total schön hier. Und jetzt gehen wir in die Räuberhöhle hinein. Ja, da fühle ich mich doch gerade zurückversetzt in die Slowakei, wo wir im Paradies wandern waren. Habt ihr das Video gesehen? Falls nicht, hier oben könnt ihr das nochmal nachschauen. Ja, mit sowas hätten wir definitiv nicht gerechnet. Die Räuberhöhle ist ziemlich tief teilweise. Ich musste doch auch fast auf die Knie runter, um da heile durchzukommen. Und damit den Stiegen echt super cool hier. Wo sind wir hier jetzt genau? Kann das mal Beim jemand... Poulet. Beim Also hier ist der Kletterspot schlechthin. Hier wird geklettert und Also in Luxemburg kann man auch klettern. ja, Haben wir auch nicht gewusst. Wir wussten ja gar nicht, dass es so wahnsinnig schöne Natur gibt und jetzt kann man hier auch noch klettern. Ich frage mich ja ehrlich gesagt, was heute oder morgen noch kommt. Ja, die Erwartung steigt. Die Erwartung das steigt. wisst ihr zwei, oder? ja, das Also wird gut. ihr bleibt dran und guckt eben, was morgen passiert. Ja, heute Abend geht es auch noch weiter, keine Angst. Ja, Es gibt noch eine Feuerdesign-Grillparty. Was das genau ist, das seht ihr Ganz dann. exklusiv. So, wir sind mittlerweile zurück von der wunderschönen Wanderung. Die Pataschas haben hier wirklich etwas ganz Feines für uns auf die Beine Du gestellt. sollst doch nicht immer so viel schwärmen. Heute muss es einfach Ja, du sein. hast recht. Heute muss es einfach sein. Es war genial, grandios und fallen dir noch andere Superlative Nee, ein? es sind einfach. Und jetzt schließen wir diesen Tag ab mit einem wunderbaren Grillabend. Feuerdesign Party, das haben wir euch gesagt. Ihr kennt ja schon unseren Grill. Wir stellen ihn gleich bereit oder Patrick hat ihn hier schon bereit. Genau. Wir haben nämlich beide denselben Grill und das macht natürlich dann gleich doppelt Spaß. Gut, das war jetzt ein bisschen ein fauler Spruch. Aber naja, wir haben echt was aufgetischt. Es gibt luxemburgerische Wurst und ganz viele Köstlichkeiten. Ihr seid natürlich weiterhin mit dabei und genießt mit uns diesen wunderbaren Grillabend im 33. Land Luxemburg. Und zu diesem besonderen Abend gibt es natürlich auch ein besonderes Bier. Und zwar das Bier von Leon, das er uns an den Tulpenfeldrand gebracht hat. Wisst ihr noch? Richtig cool. Und das wird heute Abend geköpft. Ist ja auch der richtige Rahmen dafür. Feuerdesign-Spezialisten am Werk. Beide Grills sind eingestellt. Gleich kann der Grillspaß losgehen. Wir haben unterschiedliche Kohlen drin und jetzt schauen wir dann gleich mal, welche besser geht. Also bei ihm qualmt ja schon ordentlich was ab. Mir passiert nichts. So, ihr seht wahrscheinlich da hinten nur noch ganz leicht den Grill leuchten. Es ist schon ordentlich spät geworden. Es war ein wunderbarer Abend. Wir sehen uns dann morgen wieder. Dann geht unsere Tour durch Luxemburg weiter. Wir sind ja super gespannt, was da morgen auf uns wartet. Heute war ja schon fabelhaft. Euch wünschen wir eine gute Nacht und ich würde sagen, bis morgen.
wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Wir sind eben erst aufgestanden nach dem wunderbaren Grillabend. Gestern haben wir hier noch einen ganz schönen Stellplatz gefunden. Ihr seht es, wir haben inmitten von dieser wunderbaren Felslandschaft übernachtet. Das war knackig kalt, 4 Grad heute, aber ganz ruhig. Also was die Pataschas hier wieder rausgesucht haben, einfach Daumen nach oben. Wir genießen jetzt den Kaffee und danach geht's weiter. Wir werden ja hier durchs Land geführt, keine Ahnung, wo es hingeht. Wir sind jetzt gut 13 Kilometer weitergefahren und sind jetzt am Echternacher See. Wir haben gelernt, dass Echternach die älteste Stadt von Luxemburg ist, also ein weiteres Highlight hier auf unserer Tour durch Luxemburg mit Pataschas World. Es ist ein herrlicher Tag, ihr seht es, das Wetter, es könnte nicht besser sein. Wir verbringen hier wirklich eine absolut fantastische Zeit mit den beiden, die machen das so super. Und ja, jetzt gibt es sozusagen das zweite Frühstück. Bei den Felsen haben wir ja kurz einen Kaffee getrunken. Haben wir uns einen schönen Platz ausgeguckt, wo wir noch ein paar Brötchen essen können und ja. An diesem See, wo wir hier gerade sind, gibt es nicht nur ungeheuer viele Kaulquappen, die man auch so problemlos per Hand fangen kann. Da draußen sitzen doch tatsächlich Schildkröten. Was es nicht alles gibt hier in Luxemburg. Aber die lassen wir jetzt wieder gehen. Ja, siehst du, jetzt will sie nicht mehr gehen. Wenn wir schon mit 2 Vans unterwegs sind, dann wollen wir natürlich in den zweiten auch reinschauen. Unser Karlchen, das kennt ihr ja mittlerweile schon ganz gut. Aber die Betty, in der wart ihr, glaube ich, noch gar nicht. Weil ihr uns ja erzählt habt, dass ihr umbauen wollt. Rückwand raus und so weiter. Da Sie wird passiert demnächst nicht mehr so ganz so ausschauen wie jetzt. Aber so viel verändert sich dann doch nicht. Was war der Grund, dass ihr die noch immer drin habt? Also anfangs haben wir gedacht, einfach so, die bleibt drin, das passt. Irgendwann haben wir dann auch den Tisch da dran geschraubt. Und ja, jetzt sind wir aber fündig geworden und wir haben uns einen Einzelbeifahrersitz geholt. Und dann kommt eins nach dem anderen. Dann ne? kann man den ja dann auch drehen und dann ist die Rückwand im Weg. Ja. Ja. Wenn wir dann die Rückwand rausholen, wir müssen dann die Decke rausnehmen, dann wird die Decke neu gemacht, der Tisch fliegt raus und irgendwann kommt dann alles Dann ist es doch neu. wieder Dann gibt neu. alles neu gemacht. Genau. Ja, aber man muss schon sagen, das ist ja eigentlich der coolste Transit, der rumfährt, was einen Camper betrifft, oder? Für das seid ihr ja auch bekannt und das weiß man. Wer euch kennt, ist schon beeindruckend, was ihr da geleistet habt mit dem Umbau. Ja, also den Grundumbau haben wir in 30 Tagen gemacht. Den haben wir in 30 Tagen gemacht. Wir wollten los. Ja. Aber seitdem hat sich trotzdem immer wieder mal was geändert nach jeder Tour. Unterwegs merkt man dann halt, was man braucht. Ja. Ja. Und dann kommen wieder neue Ideen. Und wenn wir dann wieder in Luxemburg sind, dann nutzen wir die Zeit immer wieder zum Schrauben und Umbauen. Könnt ihr uns mal die 3 besten Kniffs zeigen, die ihr habt im Van, was immer wieder gefragt wird oder was besonders cool ist? die meistgestellte Frage, wie schlaft ihr da drin? Das kann ich mir vorstellen. Also wir schlafen quer. Wir sind ja nicht so groß. Wir sind nicht groß gewachsen und passen da rein. Ja. Unser Bett ist 1,80 Meter lang, 1,20 Meter breit und das reicht. Ja, und dann kann man halt hier unten das Fußstück einfach hier auflegen, zieht so eine Art Lattenrost raus, die Rückwand kommt dann in die Mitte und schon ist das Bett fertig. Ja. Was jetzt die Leute immer ein bisschen fasziniert, ist unser Tisch, ne? Also vor allem die Tischplatte, weil die hat sehr viele Funktionen. Also die kann dann erstens mal als Tisch hier stehen. Die kann man aber auch,
wenn es jetzt alles klappt, dann zeige ich euch das. Die kann man auch hier unten festmachen. Dann hat man so einen kleinen Couchtisch zum Beispiel. Also das war unser allererster Tisch eigentlich so. Damals hatten wir nur das als Tisch und dann saßen wir dann immer auf dem Boden und haben rausgeguckt und gegessen. Das Teil dient aber auch dazu, um die Küche zu verschließen, um da eine Arbeitsfläche zu haben. Und wir können den... Komm, ich zeige euch das mal. Der Tisch funktioniert auch, um die Küche zu verschließen. Ja, Da das kann man kommt die Platte als auch Abdeck, drauflegen. also die Metalldinger kommen runter und dann kann man das einfach hier drauflegen und dann verschließt sich das auch fest, also wenn die jetzt weg sind. Oder man kann sie hier noch als Ablage festmachen, wenn man dann draußen kocht. Dann passt er auch noch da drauf. Man hat schönen Mehrblick, wenn man mal mit dem Laptop da rumsitzt und arbeitet. Ja, dann kann man das auch noch, wenn die Löcher dann jetzt stimmen irgendwie, passt es dann auch noch da drauf. Jetzt geht es natürlich nicht, also so ungefähr. Ja. Ja. Und unten haben wir noch dann eine Mini-Wäscheleine. Ja. Alles, was es braucht, oder? Also ziemlich kompakt auf kleinstem Raum. Es ist klein, aber für Das uns, ist alles, was man braucht. ja, für uns ist es bisher... Ich habe auch schon Bilder gesehen, dass ihr, wenn ihr hinten aufmacht und am Meer steht, die geilste Aussicht habt, um auf Toilette zu gehen. Ist das richtig? Ja, Ja, hier ist unser Klo drin. ja, also das ist ein ganz normales Eimerklo. Für uns eher ein Notfallklo. Ja. Aber wir sind trotzdem ganz froh, schon oft gewesen, dass wir es mit dabei hatten. Also, Wir sind angekommen in Luxemburg. Und Luxemburg ist ja nicht nur das Land, sondern auch die Hauptstadt. Und da werden wir uns jetzt gleich zu Fuß hier von der Königswiese aus ins Zentrum begeben. Geparkt haben wir gleich da drüben. Großer Parkplatz, da passen auch Wohnmobile drauf. Gut besucht, aber passt schon. Königswiese, gleich daneben Parkplatz. Und den beiden zeigen wir, was hier abgeht. Ja, uns wurde Essen versprochen. Und die schönste Stadt in Europa. Ja. Schönste Stadt der Welt. oh Der je, Welt. Wenn wir uns da nicht mal ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt haben. Alle, die jetzt noch nie hier waren. Hinkommen. Und jetzt erleben wir etwas ganz Spezielles. Hier wurde nämlich unter der großen Brücke eine neue Brücke gebaut, die man zu Fuß überqueren kann. Ganz ein großes Hobby von mir natürlich. Aber die Aussicht ist schon mal echt hammermäßig. Und das Ganze ist auch echt schön gebaut. Finde ich cool. So lernt man Luxemburg ein bisschen von der anderen Seite kennen. Das ist ja immer das Coolste, wenn man von Einheimischen durch eine Stadt geführt wird. Da muss man nicht suchen, da muss man einfach mitgehen. Diese schwarze Dame hier, das ist die ehemalige Großherzogin, die Charlotte. Die war ganz beliebt im Zweiten Weltkrieg. Mittlerweile ist ihr Enkel an der Macht und der heißt Henri oder Henk, wie man umgangssprachlich sagt. Aber das ist nicht so nett, glaube ich. Wir haben uns zwei Spezialitäten hier an einem Pilgermarkt geholt. Einmal Kicherchen. Jetzt lachen sie zwei. Und einmal, jetzt wird es noch besser, Choucroute. Und jetzt, wie sagt man es noch richtig? Richtig sagt man Grompere Kischelchen. Und beim anderen? Äpfelkompott. Das war perfekt. Seht ihr, das andere, das war perfekt. Das habe ich auch bestellt. Ich kann das. Ich weiß doch, wie das geht. Der Großherzog hat natürlich auch eine Bleibe hier in der Hauptstadt selbst. Und die Fahne ganz oben, die weht, was anzeigt, dass er hier ist im Moment. Bloß seine Wachen, die sind irgendwie nicht hier. Also ich weiß nicht, ob das Timing nicht gepasst hat, aber normalerweise würden hier jetzt auch noch Wachen auf und ab gehen. Und ja, eigentlich ist das nur noch so ein bisschen ein teures Maskottchen vom Land, weil der Premierminister, der hat hier eigentlich das Sagen und
der Großherzog, das kommt halt einfach alles noch von früher. Und was ist beim Premierminister so speziell? Ja, der steht nicht auf Frauen, der hat einen Mann und da kommt es doch tatsächlich auch mal vor, dass wenn die ein Bild machen, auch auf internationaler Ebene, dass bei ihm halt dann nicht die First Lady, sondern der First Man dasteht. Das ist der Hemmelsmarsch. Das ist so eine Tradition vor dem Tag, wenn eine Kirmes in einem Dorf ist in Luxemburg, dann ziehen einige Musikanten los und normalerweise mit Hämmeln, mit Hammeln, mit Schafen und spielen den Hemmelsmarsch. Und ich fange jetzt nicht an mit Singen und Tanzen. Aber Nein, du könntest es. Ich könnte es. Gerade zuvor standen wir noch auf diesen Tunneln und jetzt sind wir drin. Das sind die Kasematten von Luxemburg. Hier kann man rein. Wir haben jetzt auch Eintritt bezahlt. Das Ganze kostet 6 € pro Erwachsenen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was wir hier vorfinden. Unsere 2 Guides haben uns ja schon verraten, dass die Tunnel hier schon ganz lange bestehen und auch während den Weltkriegen genutzt wurden. Und ja, jetzt schlendern wir hier mal ein bisschen durch und sperren die Sonne mal weg. Obwohl sie ja jetzt mal schön da wäre, gehen wir unter die Erde. Fazit zu den Kasematten. Echt cool anzuschauen, ein bisschen verwirrend, weil so wirklich ein Leitsystem, wo man lang gehen soll, gibt es nicht. Ist vielleicht auch Teil der Attraktion, dass man sich hier drin so ein bisschen verläuft. Aber ja, war spannend, auf jeden Fall ein Besuch wert. Wo redlommert Lützeburg? Amat Eis, Maggie Lohem. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Am Land Nummer 33. Adi. Ja, das war jetzt der Abschied von Fantaschas World. Patrick und Tascha, müssen wir heute Tschüss sagen nach diesen fantastischen Tagen hier in Luxemburg. Sie haben ja wirklich alles gegeben, kann man so sagen, oder? Absolut, sie haben uns eine klasse Führung gegeben, haben uns an tolle Orte gebracht. Wir durften sehr viel von Luxemburg erleben und das in eigentlich vergleichsweise wenig Zeit. Wobei klar, das Land ist ja jetzt auch nicht so riesig, aber das war ein toller Eindruck. Und Luxemburg selbst war einfach super. Also uns hat es richtig gut gefallen. Die Wanderung, die Stadt, es war wirklich einfach perfekt. Aber jetzt war es das und zwar so richtig. Ich würde sagen, wir sagen Tschüss und oder Adi. Adi und wir fahren jetzt nach Hause. Wie es weitergeht, keine Ahnung. Wir werden uns melden bei euch, bei Zeiten. Wenn wir wissen, wie es weitergeht, wenn wir wissen, welche Route wir fahren und ob wir überhaupt weiterreisen. Das seht ihr dann alles im nächsten Video. Das war's hier aus Luxemburg von unserer Frühlingstour. Wir sagen Adi und Tschüss.